Kanal, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel haben können entnehmen, wird das heute ein Faktenvideo oder kein Vorstellungsvideo, wie man das auch nennen möchte. Aus dem einfachen Grund, es sind 1/3 von meiner jetzigen Abozahl in den letzten 28 Tagen dazugekommen. Das ist crazy und darum habe ich gedacht, ich mache das einfach nochmal, dass die neuen Leute mich auch kennen. Und ja, ich habe gar nicht viel drum herumreden und würde sagen, wir fangen auch schon mit dem ersten Fakt an. Und zwar ist mein richtiger Name Lara und nicht Larusch. Ich persönlich mag es aber mehr, wenn man mich durch YouTube kennt, dass man mir auch Larusch sagt, weil es ist komisch, wenn dann, also ich weiß nicht, Lara klingt dann plötzlich so ernst. Ja, ich weiß nicht. Sagen wir einfach Larusch, danke. Ich bin aktuell 17 und wird in 3 Monaten 18. Ich weiß, es sieht nicht so aus. Was kommt schon 18? Larusch kommt schon 18. Ich weiß, okay. Meine Mutter ist ursprünglich aus der Türkei, somit ich auch und ja, ich rede auch Türkisch. Ja, mit Marokko. Teşekkür ederim, oder? Larusch, verstehst du mich, oder? Teşekkür ederim für das Video. Larusch. Ich habe eine Schwester und 3 Halbgeschwister. Ich bin die jüngste von allen. Und die Halbgeschwister sind von der Vaterseite. Eventuell gehörst du nicht. Ja, aber Real Talk, ich habe auch Halbgeschwister und ich habe 4 Halbgeschwister, Digga. 4 Halbgeschwister und auch von Vaterseite. Raus, obwohl ich aus der Schweiz komme und das ist der ganz einfache Grund. Ich bin in Zürich aufgewachsen, darum habe ich ein bisschen den Zürich-Dialekt und wohne jetzt gerade in Schaffhausen seit 7 Jahren. Darum mische ich das so ein bisschen ineinander und das ergibt dann das, weil Zürcher, die reden eher so und Schaffhauser, die reden eher so. Und ja, genau. Momentan besuche ich eine weiterführende Schule, und zwar das FMS, und ich bin im 1. Jahr. Mein Lebensziel ist eine Weltreise. Ich liebe Reisen über alles und ich möchte sehr, sehr gerne die ganze Welt sehen. Easy, also, ja. Keine Ahnung. Ein Roadtrip oder mit dem Van, einfach, ich weiß auch nicht, ich finde das so nice und ich hoffe, dass ich das irgendwann in meinem Leben machen kann. Weltreise ist schon geil. Weltreise ist schon cool, aber ich möchte, glaube ich, nicht Weltreise per se machen, sondern eher an die einzelnen Orte so herreisen. Aber ja, so eine Van fühle ich. Weird Fact, ich habe Eisenmangel, wie gefühlt jede Frau auf dieser Erde. Ich mache YouTube seit dem 1. Juni 2018. Wie man vielleicht sieht, habe ich sehr viele Piercings. Ich habe insgesamt 12 Piercings. 12? Wie ich vorher erwähnt habe, möchte ich unbedingt gerne eine Weltreise machen und Ich fühle Dings aber nicht. Piercings, Chat. Wenn er Tattoos lieber als Piercings, aber auch Tattoos, nee. Auch nicht Nippel-Piercing, Chat. ich möchte mir tatsächlich auch den Kontinentenumriss an meinem Körper tätowieren lassen, weil ich irgendwie mit dem etwas mega krasses Bauchnabel-Piercing. Sendo, wenn du das ernst meinst mit Bauchnabel-Piercing. Bauchnabel-Piercing ist der grösste basic motherfucking shit, was es gibt. verbinde und es ist so schön und ja, genau. Ganz ein komischer Fakt, ich spüre nicht wie jeder andere Mensch, dass ich aufs WC muss bisseln, sondern ich spüre es erst dann, wenn es sehr dringend ist und dann fange ich an hibbeln. Und dann checke ich auch noch nicht, dass ich aufs WC muss, bis mir dann jemand sagt, dass ich am Hibbeln bin oder bis es wirklich so dringend ist, dass ich es dann spüre. Aber wenn ich so, ich weiß nicht, wie für andere Menschen das Gefühl ist, dass man einfach merkt, so, oh, jetzt bin ich aufs WC und dann läuft man einfach aufs WC und hä? Ich check das nicht. Und ich weiß nicht warum, aber ja, ich bin das gerade am Abklären. Ich hasse Vorträge über alles und ich bin so unglaublich nervös und bekomme schwitzige Hände, fange an zu stottern, vergiss, was ich sagen muss bei Vorträgen. Ich habe bei Vorträgen früher, so in der 7. Klasse, auch immer extrem Schiss gehabt. Wie seid ihr bei Vorträgen? 1 gestresst, 0 auf entspannt. Ich war früher extrem gestresst, schon Tage, Wochen davor bin ich extrem gestresst vor Vorträgen. Aber dann auf einmal hat einen Schalter umgelegt und es war mir egal, Vorträge. Und die Vorträge waren immer diese anderen easy Noten. Aber YouTube-Videos gehen irgendwie, ja. Was ich überhaupt nicht essen kann, sind Zwiebeln, Knoblauch, Spinat und Polenta und Lakritze. Zwiebeln? Aber YouTube-Videos gehen irgendwie. Warte nochmal. Ja. Was ich überhaupt nicht essen kann, sind Zwiebeln, Knoblauch, Spinat und Polenta und Lakritze. Was? Zwiebeln und Knoblauch kannst du nicht essen, Digga? Was ist das denn du? Geht gar nicht. Ich habe keine richtige Jugend gehabt, wird mir sehr, sehr oft gesagt, weil ich nie Fernsehen geschaut habe, dementsprechend keinen Trickfilm geschaut habe. Weder SpongeBob noch Rick and SpongeBob! Morty oder so etwas. Was gibt's noch?
Cosmo und Wanda oder so etwas. Habe ich nie geschaut, ich habe keine Ahnung. Wenn jemand von dem erzählt, ich bin immer so, voll, ja, SpongeBob, Schwammkopf. Kenne ich. Wo meine Mutter schwanger SpongeBob, ich liebe SpongeBob, ich liebe es noch heute. SpongeBob, beste Mann. war, hat es sehr, sehr lange geheißen, dass ich ein Bub wird. Und mein Onkel sagt mir immer, ich habe das Schnäbel im Bauch verloren. Ich bin stolze 1,55 Meter klein und dementsprechend nicht kleinwüchsig. Meine Lieblingsfarbe ist Türkis und Violett. Und ja, ich würde für Türkis, glaube ich, wirklich sterben. Es ist so eine schöne Farbe. Ich Jo. kann leider nie an Farbe glauben, Jo. weil meine Mutter den blöden Fehler gemacht hat, dass ich mit meiner Schwester geschlafen habe. Ich bin wach gewesen, als sie ins Zimmer gekommen ist und unter dem Kopfkissen den Zahn weggenommen hat. Und Chat, nur dass ihr es wisst, dass ich es nur mal kurz gesehen habe. Ich bin 1,85 Meter groß. 5 drunter tut. Und darum habe ich leider nicht daran glauben. Mein letzter Fakt ist, dass ich in jedem Video ein anderes Oberteil habe. In jedem, seit ich YouTube mache. Ausser leider vor 2 Wochen habe ich einmal das gleiche Oberteil angehabt, weil ich nicht bei mir daheim war. Sonst achte ich mich, dass ich in jedem Video ein anderes Oberteil habe. Ja, ich habe in jedem Video ein anderes Oberteil an, Chat. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich jedes Mal ein anderes Oberteil habe. Ich weiß nicht wieso, es ist einfach so. Ich hoffe, ihr kennt mich jetzt ein bisschen besser und hoffe, es war spannend gewesen. Lasst doch gerne ein Like da, abonnieren meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao, Larusch! Nice. Du hast 58 und 85 verwechselt. Nein, Ayla. Ich bin 1,85 Meter, ob du es willst oder nicht. Ich bin 1,85 Meter und nicht 1,58 Meter.